Where is the friend when I need him the most? Climb to the top where I try to get close. Guten Abend, am Noart, heute Abend drum eine Frage rund Bayer ist mein Hauptinvité Nora König. Guten Abend, Nora. Moin, guten Abend. Sind die Alten also auch mal dabei genommen? Sind die Patricia Baum? Guten Abend. Ich habe gesagt, eine Frage rund heute Abend und mich hat ganz viel über Theater und Kino. Nora, du warst Schauspielerin, genauso für Theater und für Kino. Das habe ich schon auf den 2 Plätzen gesehen. Du hast aber auch schon eine relativ lange Karriere heute zu Lützeburg. Du hast mit wie viel hast du dann angefangen mit Theater? Also schon, ich weiß es relativ genau, 2004. Ah ja. Genau. Bald 20 Jahre, das Jubiläum. Ja, also schon am Anfang schon Jubiläum am Frank Hoffmann, weil ich mit dem den Hamlet schon geprüft habe 2003. Ah ja, okay. Das heißt, 20 Jahre, steckt mit dem. Also schaffen wir zusammen, also wir haben definitiv 20-jähriges Jubiläum, was schaffen nur geht, genau. Wenn du zurückguckst, 20 Jahre Karriere zu Lützburg, sind dann immer dynamisch gehabt oder haben wir ein bisschen dynamisch Leute? Oder sind auch du ein ganz rich, die vielleicht man aber das professionell haben nur durchgezogen und haut du darfst so viele Junge, die das wirklich schon studieren gehen und die das wirklich auch machen und du hast enorm viel verändert und ich ging so für die letzten 10 Jahre. Ja. Da kommen immer mehr Leute, die ja professionell machen. Ich erinnere mich noch daran, das war so den Ausläufer, dass wir am Anfang 24 Jahren so geprüft haben, alles nur für eine Woche. Ah ja, das Leute geschafft haben. Okay. Also das hat sich wirklich komplett geändert. Ne? Also du hast es wirklich immer mehr, also nee, das professionell. Das professionell. Ja, die Berufe anderen. Ne? Und noch die Berufe anderen, ja. Genau. Also da sehen wir ja bei Aspro auf alle Fall, von Maquillage bis hin Szenografie, das alles wirklich immer mehr professionell. Darüber schwätzen wir dann haben wir auch Aspro, wo es mit dabei war, so erklärst du nicht mit Aspirin oder selbst zu dienen. Auch, aber nicht. Darüber schwätzen wir noch. Aktuell ist dann ein Theaterstück, der heißt Kaffee Terminus. Das bist du wie heute. Genau. Wir sind nicht gerade verloren, vielleicht. Wir sind noch nicht, genau. Ja. Nee, da geht es ja wirklich ein Stück weiter im Jahr 2039, genau. An eine Zukunftsvision, aber eine ganz schreckliche Vision. Wo alle gut ein bisschen viel trinken. Nach dem Alkohol, also ein großer Satz, als doch scheißegal, wir wollen uns besaufen und das, da ohne halten wir raus, genau. Okay. Das ist so ein bisschen der ganze Dinge. Welche Rolle spielt sie dann? Das ist auch spannend. Das ist ganz spannend. Eine Rolle, die ich so noch nie gespielt habe. Es sind tatsächlich die Aal, sie so ein gut... Wie trägst du das aus? Das ist ja gespannt. Sie zwar hoher siehst du nicht mehr eine Prostituierte, die aber ein bisschen mehr wahrscheinlich ein schon mehr, ja, ein betagt, ein edel, genau, ein edel Prostituierte. Voilà. Okay. Ganz spannend Stück, wo da zu 12 auf der Bühne steht, da das auch sehr und 12 bekannte Schauspieler sind auch viele Junge dabei, sind ein bisschen verschiedene Generationen mit dabei, aber viel Cap, die ihr kennt. Und das möchte das Ganze auch spannend. Das möchte also auf alle Fall eine ganz interessante Dynamik, weil du hast wirklich die ganz jungen Schauspieler, die teilweise die echt kehren auf der Bühne stehen, und dann aber die eben wie Marco Lorenzini, ja aber auch, also dem muss wir schon gefangen haben, weil der aber auch schon ganz lang auf der Bühne, also ja, von bis Generation. Und ich kann mit Leben 20-Jähriger zusammen spielen. Ja. Das auch, also ich sehe mich mehr in der Mitte von der ganzen Geschichte. So. Passt ja. Ja, oder? Ja, absolut. Das ist immer total an der Mitte. Und du siehst ja auch, du bist ein bisschen angekommen, du bist froh, dass du vielleicht in Alter, wo du ein bisschen mehr reif warst, wo du anders auf Rolle kann gucken. Du spielst auch andere Personagen, aber nicht am Negativen. Das ist nicht, dass du immer musst... oder nee, gut nicht am Negativen. Also für mich, das hängt wahrscheinlich auch von Schauspielerin zu Schauspielerin auf, aber tatsächlich so mit, was für mich so ein nur feiert sich, kriege ich auf eine Rolle, wo ich wirklich Gefühl habe, ich weiß, was ich zählen. Ja. Also Fiedro war immer so ein bisschen, vielleicht war ich auch ein bisschen verloren an den Spielen, so dass ja,
An lo war do Bemol ebewe sees och Mammen, méi an awer och ich hat fir mech eng super Produktionioun, was ihr wollt, wat Klachtjo gelawers am TNL, wo et Leifgangen ass an die Rolle war viel ze all besat. Also ich hat 21 in Schwaber 240 mit dos dem Leifgang Erfahrungen, woch gedschen ja hat mat 21 net kennte spillen. An sind dankbar, weil lo op enker wirklich so bis lass geht, wo ihr so kann. Ja, ich sitzen hier und ich kriege immer mehr das erzählt, was ich eigentlich will erzählen und so. Das Wasser auch spielst, dich Rockons versetzen. Ja, ja, absolut. Dave, ja, einfach Dave dann an, weil ihn eben auch weiß, die Narben, die eben so im Alter kommen, sie sind da und kann ihn so auch weisen und das eben nicht mehr so Fassade, die nehmen aus mir, weil er Wesen um die verschiedenen Dave dann, ja. Ja. Das pour Rolle Vilo ganz rezent am Februar ist Stella gespielt, ja. Steck von Goethe, ganz klassisch Steck, wo es da wo eng spannend Rolle hast als. Du hast auch im Leifgang, mit du also zum Beispiel die große Frohgang Ménage à trois. Ja. Also das Steck hast du zweimal geschrieben, die Goethe, den Enker Jung war, seht das möglich eng Ménage à trois. Du hast komplett, das war ja der Skandal für die Zeit. Du hast nicht Enker geschrieben, da bringt allmenschlich das dann Quintessenz. Okay, es geht leider nicht. An mir aber gedurcht an der Hauptstadtzeit kann ich da so nicht so. Und dann haben wir jetzt einfach die Froh, aber die Froh geht mir weit. Also es ist nicht immer noch 1:3, das kann verwirklichen mir einfach. Es läuft nicht etwas, was den Wasch vom Besitz soll machen. Also nicht eben besitzen, mir so ein, weil ich dich gerne Hund, kann ich dich lassen. Anders kann ich auch delen. Inwiefern das möglich ist, also utopisch. Das war so die Froh, die man so gestaltet. Für Stella war Premier zu Wuppertal. Wuppertal ist auch wie schon Rendezvous für die Stunde nächstes Jahr. Da passt da gerade ganz frisch geworden. Genau, das sind frisch geworden. Da tritt mich total, dass so Abende weitergehen. An war einfach ja auch flott, dass das am ersten zu spielen, da das einfach auch neue Kollegen kennenzulernen. An ja, und das war dann noch so ein bisschen Single, ne? Also ich meine, wirklich so ganz so lang, ohne Familie, so eine kleine Wohnung. Also ja, stimmt, das war, genau, das geht es ja auch. Und du kannst schon ein bisschen so was machen, nee, das ist noch... Da sind wir noch am Gangen zu gucken, genau. Wir wissen einfach, dass das Steck, genau, auf alle Fall, das soll in Performance gehen, und das auch noch am Schreiben. Genau, da sind wir am Gangen zu gucken, was für Themen einfach wichtig sind. So. Und das ist eben das, was du siehst, was kannst du rauskommen, andere Leute kannst du, weil heute wurde ja aber sein Kreis von immer ein bisschen aber den am Leute die gesagt, die am Stadt mit denen auf einer Bühne steht, ist dann noch wichtig für das ja, du einer Austausch mit anderen Schauspielern zu kriegen, die eben nicht von Lützburg sind. Absolut, also das ist immer flott, ne? Und auch wichtig, meine ich, da sind immer wen irgendwen du Bause findet, und du auch die absolute Chance, dass viele Theater Co-Produktionen machen, wo man das sowieso haben. Ich gesehen das Ganze sowieso, das heißt so ein bisschen wie ein Riesenensemble. Also schon Leute, mit denen habe ich dann 10 Jahre nicht geschafft, und dann noch einmal gesehen wir es für ihre Steckerin, weil sie eben viel mehr frankophon spielen oder wenn es andere Geschichten, und dann gesagt, wir kennen sich aber schon 20 Jahre. Also das ist immer so, wo ich immer denke, so, das ist auch ein Vierteil bei so einem großen Ensemble, dass sie nicht permanent zusammenhängt, mir aber auch immer zu näher findet. Wir bleiben beim Theater, Nora, natürlich weiter Projekt, die du hast. Sandy, du warst auch für uns an den Theater ein ganz immersiv Stück. Genau, Maître Monde, das ist ein Stück von Renel Pierlot. Geht am großen Theater gespielt, und das ist ganz spannend, weil ich so mal so von ihnen als Publikum racken können die nicht wie ein Gewinn, das 4 Saal ran, mit können die schon von Hand ran. Und da steht ihn auf der Bühne, und da gesagt okay, eine Konstruktion zu den einer runden Plattform, wo ein Netz drüber hängt, und das Ganze das soll am Anfang ein Kokon sein. Okay. Also so mal so, du gehst da ran, auch als Publikum, dann als Spektateur, und du gehst mit den Schauspielern an die Kokoran, da liegen dann die Stillküsse, so ein Schlommel, weiß Laken, das ist eine ganz gemütliche Atmosphäre. Und am Anfang, ich komme gleich zum Sujet. Ja, weil du siehst so Stillküssen, Maître Monde, den Koppel, die hat er auch schon. Absolut. Ich komme noch dazu. Das ist eben ein ganz sensibles, ein ganz intimes Sujet. Und zwar geht es um die Leihmutterschaft, an Prokreation médicalement assistée, also medizinisch assistierte Schwangerschaft. Das ist ja ein sensibles Thema. Und es soll ihn dann dem auch als Zuschauer die Intimatmosphäre
verspieren. Da zählt eben die Geschichte von homosexuellen Koppeln, heterosexuelle Koppeln, aber auch von Kindern, die so entstanden sind, eben die durch eine Leihmutter auf die Welt gekommen sind oder eben durch halt so eine medizinisch assistierte Schwangerschaft. Es ging einerseits natürlich ethisch, moralisch, politisch froh noch abgeworfen, aber andererseits also doch ein Stück, wo ich ganz nah drunter ist, ohne Personagen. C'est vrai que moi j'ai toujours eu ce désir. J'en ai parlé le premier à mon mari et il me disait toujours La société n'est pas prête. Das ist auch immer so ein bisschen ein Wirsel. Mal geht es dann ein bisschen mehr. Ich kriege den Fakten gesagt, so was Lach, zu Lützeburg zum Beispiel. Und dann hast du Personagen, die dann abkommen, gespielt von denselben Schauspielern. Du hast zum Beispiel Nora Zrika dabei oder den Francesco Mornino. Und die machen das eben ganz spannend. Und das war durchaus so flott von tun, dass das ihn wirklich heinst du vergisst, dass in einem Theater steht. Aber auch so, wie die Atmosphäre eben ist. Du kannst ihn da leihen, ob sie ihn küssen oder wirklich, das soll ihn sich ganz allein fühlen. Heinst du fragst dich auch, okay, lo fühlst du dich ein bisschen wie so entweder in einer Therapiestunde oder vielleicht auch sogar in einem Geburtsvorbereitungskurs. Und das, also, was so speziell möchte, eben einfach die ganze Atmosphäre, die dich wirklich komplett daran hält, an das Stück, an die dich eben ganz nah bei den Personagen, bei den Charakteren und auch beim Thema sie liest. Was hast du gerne, Nora, so immersiven Theater, wo du wirklich andere Leute, also dass das echt etwas, wo dich vielleicht destabilisiert oder sind sich schon das hängt immer ganz davon auf. Also ich habe nicht gern so einen Performance-Charakter ganz oft, wo ihn auch so durch das Publikum geht und da sind tatsächlich auch mir nur um Publikum dran. Ich muss gestehen, ich finde auch gerne einfach auf der Bühne an einem Universum zu verschwannen. Also du sein Universum zu haben und du sitzen Leute oder sie sitzen nicht da, also natürlich die ganz extrem, dass du sitzt mir selber do dran und verhandelt den eben inner. Also das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also ich bin noch froh, wenn ich immer so unterschiedliche Experienzen kann machen. Ja. Steckt danach gewesen am großen Theater am Studio. Ja, vom 28. März bis den 2. April. Da kann sich das noch so gucken. Genau. Nächste Woche. Ja. Merci, Sandy. Wir sind in unserem länger kleiner Pause und dann erzählt Patja selbst über die Filme, ja, die nicht direkt Oscar primär, dass wir sein Hauptdarsteller. Und am Nora schätzen wir dann weiter über sein Projekt, die da kommen. Bis direkt. Dacia Spring endlich einen abordablen elektrischen von 149 € de Monat mit 5 Jahre Garantie. Den Dacia Spring an die ganz neue Dacia Gam erwerben ich auf den Spring Days vom 17. bis 25. März. Das ist Fusion. Das ist für Sachen, die kontrastieren, ob ein Nähprallen für etwas Einzigartiges zu kreieren. So wie du. Wen? Ich? Ja, du bist Fusion von allen Tränen, die du verfolgst. Von all den Ängsten. An all den Aventuren, die du erlebst. Fusion ist das, was dich ausmacht. Aber wenn die Fusion an einer Flaschkinder fänken. Genießt Fusion von Tee, Früchten, Kräuter. Fuse Tea, aus Fusion gemacht. Also immer am No 8 noch immer am Nora-König, Sandy Alsen an, Patricia Baum. Ich bin direkt weiter am Nora, muss für drunter ein bisschen ungekönnt. Ja, das Brole kannst du ja schnell erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Was ist das? Du bist nämlich auch ganz engagiert und das schon pro Jahr. Ja, notamment hat man als Assemblée Générale, wo ich dann aber ungekönnt bin, dass ich das letzte Jahr Präsidentin von dem Verein werde sein. Und hoffen, dass du nur eng oder een jungen dynamischen könnt den dat natürlich so weiterfeiert. An dat sind am die freischaffen Künstler, die sich zu Summe gedohen hun, für notamment
die Rechter anzustoen, aber auch einen Austausch. Ich sehe immer mehr, dass es eine Plattform gibt für Künstler, wo sie sich können austauschen. Sowohl sind ja Künstler an der Bühne und auf der Bühne. Und voilà, da sind ganz verschiedene Problematiken. Und aber wenn wir alle freischaffend sind und alle Guten zu beschaffen, haben wir aber auch gemeinsam dieselbe Problematik, die wir dann noch immer gehen. Und es sind nicht nur Probleme, das ist eben einfach auch, dass sie so müssen eben Orlo Inklusion, also großes Thema bei Eisgebirge, wo auch Projekte entstehen. Und wir haben auch ein Projekt, wo wir eben die Leute so, wenn sie Kanner kriegen, dafür komme ich gerade drauf, wo sie da können bei Sit gehen, was muss alles ausfüllen, Paparazzen, bis hin zu kleinen Tipps, Congé parental, lohnt sich das mit dem Künstlerstatut, ja nicht, auch Experienz auf Künstlerinnen, die weitergehen, wie sie es gemacht haben, wie das geht am Berufsleben, wie man den mit den Provenzeiten an. Voilà. Ja, Technologien während dem Covid war das extrem wichtig und gut, dass du warst. Weil schon da relativ viele Leute noch gekommen sind, für ihre Rechte zu kennen, für... Ja, es war ein bisschen so ein großes Fragezeichen, wie geht weiter, und haben wir überhaupt eine Stimme, und die Stimme haben wir mittlerweile, also das Ministerium, da sind ich ganz froh drüber, mir bin wirklich gefreut, dass eine gute Zusammenarbeit mit der Theaterföderation und dem Ministerium, notamment, weil du als ein Thema entstanden Tarife, Mindesttarife, wo wir so Ergebnisse erzielen, was der ganze Sektor macht, und darüber sind ich ganz froh, weil das ist ein Thema, das wir schon 4 Jahre, 5 Jahre mittrauen, genau. Auch viele Junge, die du willst malen oder auch nicht? Junge, die das einfach weil sie genau, voilà. Und du kriegst direkt schon das Formular, und das ist relativ unkompliziert. Wir sind mittlerweile auch, da kann ich ganz stolz sein, auf Instagram. Und das wird viel ausgemacht. Ja, als Kirschfeier war von 6 Leuten auf 60 Leute. Also immerhin, ne? Ja. Voilà. So das Projekt nach Nora, du hast mal gesagt, du gingst auch noch mal eine kleine Pause mehr, wie bei dir Pause ist relativ... Ja, nee, schon auf jeden Fall und gesagt, die nächsten Wochen, da habe ich mal keine Proben, genau, auf 4 Stellen. Also ich spiele noch 4 Stellungen von Terminus. Café Terminus, hast du noch am Kapi gespielt. Genau, also geht nach das Weekend und dann am Mai. Und dann, voilà, sind ich aber für das mal aufgespielt. Und ja, Proben habe ich dann mal rezent auch nicht. Und ja, für auch mal Batterien neu abzuladen und sich auch neu inspirieren zu lassen. Vielleicht manchmal so eine Residenz wie die Ausstellung demals. Ja, das ist eine Ausstellung am Zimmern, genau. Die geschwatzt hat. Genau. Du hast relativ viel, also ganz voll. Ich hatte ganz viel, also es war richtig schön. Die letzten 2 Jahre war wirklich so, ich hatte so vieles verschieden. Auch wirklich Rollen, Kurzfilme, wo ich einfach dankbar dafür war, dass ich sie kann spielen kann. Und ich hoffe, dass es eben so weitergeht. Mir irgendwann können wir auf den Punkt eben auch Balance, Familie, Beruf. Wenn ihr seht, okay, schau dir doch mal gut, voilà. Ja. Pro Woche, ja. Also, ich habe schon gesagt, nicht, also größtes Wort. Ja, also, ja, weil am Konservatoire ist nämlich schon nach Kuren, also du kannst so leicht genau, du bist Woche Dramatik an Diktion an ja, dann hat er Zeit für den Schüler, das ist auch flott. Ja, voilà. Ja, also das ist flott, wenn ihr gesagt habt, dass du Talent noch kennt. Spielt in der Trische Stadt, da du pur dabei sie, wo siehst. Also es sind auf jeden Fall pur dabei, wo ich sich 4 stellen kann, dass du nur bei Schauspielschule gehen. Was mich viel fasziniert, ist, da kommen wirklich ganz verschiedene Leute. An der Schule wirklich Schüler von 14 bis 70 Jahre. Ah ja, okay, das sind nicht mehr Junge. Das sind aber oft sind nicht mehr jung. Also es sind wirklich auch Generationen da. Okay. Und das fand ich immer immens spannend, wen du alles könnt. Und bei den Jungen fand ich einfach super junge Menschen, die sich eben mit Prosatexten, mit Gedichten freiwillig, muss ich aber so, also nie setzen. Und schon immens gut Gespräche mit denen. Und ich bin noch immer froh, meine Schüler kommen da gucken. Und da können wir auch, oder wir gehen Kollegen und Kolleginnen, wo wir gucken, wir können die Stücke auch beschwätzen. Und das ist ein ganz anderen, ja, können wir ein Publikum wie noch. Und das ist immens schön. Und ein junges Publikum, denen hoffentlich weitergeht, dass es nach vielen Theater soll gehen. Ja, Lust machen, genau. Wir gehen rüber bei dem Kino. Und zwar war Party für uns The Whale gucken. Ja. Ich Film, wo den habt Akteur dann den Oscar Krutlo ganz rezent, Brandon Fraser. Wie vielleicht für dich Party, was geht dann an The Whale, dem Wal? Ne? Ja, also. The Whale erzählt sich die Geschichte von Charlie, die von Brandon Fraser gespielt wird. An den Charlie, ja, Charlie hat Übergewicht 270 Kilo.
Wow. An Geschicht spielt se sech nimmen a Sänger Wuning of gesagt ihn hier in der Wien sein Job mischt als Professor und so Online-Kuren, wo er auch seine Kamera nie unhört. The point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. Ich gesagt, ich nehme Studenten und seine Kamera immer aus. Genau, und hier möchte du sein Leben aus seiner Wohnung, weil er kann sich auch nicht mehr raus bewegen. Und hat natürlich gesundheitliche Probleme. Voilà, ich meine, von Anfangsszene kann ich schon sagen, wenn der Blutdruck gemusket und den so so schlimm ist, wenn ich rausgehe, weiß ich, muss ich, ja. Du kannst nicht gut aus. Nee, genau. Genau, und das ist an der Geschichte geht es darum, dass Charlie am Anfang Verbindung mit Sänger durchsterben will, rumfahren. Und da sind wirklich Momente dran, das zerreißt dein Herz, wirklich. Ja. Und wenn ihr gesagt, essen, wenn ihr gesagt, wie kompulsiv muss essen. Wie Dave das geht. Also ich habe ein paar Artikel gelesen, also den Darren Aronofsky hat den Film gemacht. Hat noch Kenntnis zu einer Alkoholsucht vielleicht thematisieren oder Spielsucht oder was auch immer. Ich wollte aber konkret dummer da. Das ist immens körperlich. Du weißt aber, also das geht ja viel mehr weit wie das. Also da drängt physisch das ja wirklich. Also auch während dem ganzen Film so matt leid, da sind am Malerleis dem Not zu gucken. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people. And that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Also den Oscar als maybe verdient. Also das hat mich immens touchiert. Und der Rolle zu gesehen, und da muss ich noch dabei sein, und das ist eine echt Hauptrolle sind 10 Jahre. Also den hat doch ganz schwere Zeiten zu Hollywood. Und ich meine, waren nur ungefähr Jahre, Anfang 2000, da waren eben echt immer so Action-Komödien oder so dabei, wie Die Mumie oder George of the Jungle, also eine ganz physische Rolle noch. Und ja, und ich meine, das ist wirklich toll für sein Leben. Also ich meine, das kann ich wirklich so sagen. Das ist impressionant, das zu sehen. Also, Hin ist aber selber nicht so übergewichtig in der Realität. Und das ist dann natürlich ein anderer Punkt, der impressionant ist, wo ein weiteren Oscar übrigens und der Make-up gegangen ist. Ja, also hier nicht, ich sitze bis zu 6 Stunden an der Maske für die ganzen Prothesen. Eben, also das muss ich sich vorstellen, da muss ja, also weil das ja wirklich nicht so dick wie das im Film ist. Das muss ja dann die ganze Körper, das Gesicht, Tor muss ja dann gefrischt und drauf gemacht gehen und den Arm, Fangen, alles. Also das ist ein riesen Arbeit. Und gesagt, die eine Plake schon. Gesagt, die eine Plake schon, das ist nicht im Computer nur geschafft. Also, das ist auch impressionant zu sehen, wie, also, muss ich natürlich realitätsgetreu nur machen, aber das ist schon impressionant. Und auch wie hier eine immens anstrengende Rolle trotzdem, weil hier noch selber nicht kommt, ohne Hilfe abstehen. Vielleicht noch kurz dein Bild und dein Fazit vom Film selber. Das ist immens menschlich einfach. Ja. Das ist ein menschlicher Film, den immens auf Empathie und auf Grundwerte am Anfang auch appelliert. Und das finde ich ganz, ganz schön fand. Also, das heavy ihn zu gucken, teilweise, aber ganz schön. Es gibt ganz, leider, ganz großen. Du darfst noch nicht viel verraten. Nee, ich finde, das ist ein ganz großer leider, der Schluss. Den als effektiv. Verraten mal aber nicht. Nee, ich verrate den Schluss nicht, mit den als Menge mehr nur daneben gefahren. Gingst du den gucken gehen? Auf Fall. Also Fall. Nee, ich wollte sowieso gucken gehen und das klingt auf jeden Fall super spannend. Nora, wunderbar, dass du warst. Ja. Die hat etwas gepostet. Also ich tue ja mal als Schauspieler immer so die Steckbriefe im Internet, ne, wenn ihr da so ein bisschen Recherche macht. Ja. So, wie groß du bist, welchen Führerschein du hast. Voilà, an. Voilà, du hast mich ein bisschen davon inspiriert. Du kannst da dann einfach mal Sommer 3? 3 Ja. Und da kannst du es kurz selbst so zu Okay, das ist ja immer für dich. Ja. Und dann einfach die Kamera haben. Und dann kannst du eine Kamera... Du, pardon, schon falsch. Nee, das ist die falsch. Von denen jetzt nicht so zu. Schon, also, ein Klon. Ja? Ja. Was verbindest du damit? Schon eine Ausbildung zum Klinikklon. Ach so? Ja.
Und ja, verborgene Talente. Ja, das war nur meine Schauspielausbildung, weil ich wollte immer irgendwie noch an den sozialen Bereich gehen. Und das hat mich einfach interessiert. Und es sind tatsächlich Jahre lang an Deutschland bei krebskranken Kinder sind ich als Klinikklon gegangen. So, das tue ich nebenbei, wenn ich so will. Und das war immens ja, spannend. Ja, verstehe. Ja, boah, du. Also, das sind paar Sachen, die ich verbannen. Erstens mal habe ich da studiert, dann zweitens habe ich meinen Mann da fand. Nickel Bösenberg, der kann ich dann empfehlen. Also, auch Schauspieler und auch, genau, habe ich mal die Plätze besprochen. Voilà. Okay, Leute, lassen. Okay. Ja, du hast auch ein Kamott gespielt, und zwar... Das eine schwere Rolle, oder? Ja, wirklich. Weil ich war wirklich eine junge Schauspielerin. Und sie haben gesagt, also gut kein Thema, mehr es geht, du warst plagisch an der Dusche und da könnte der Kommissar an, du nur als voilà, klonischer Kommissar nach unten, dass du mich da, und ich weiß nicht, wie die Geschichte komplett weitergeht. Aber ich war so, okay, das ist mein erste Rolle am Tatort und direkt schon. Und dann hatten sie da noch am Trailer. Und ich weiß, und auch RTL, das urlang hier hat dann auch natürlich direkt mal dran geholt. Mit dem Gseis am Anfang nicht komplett, mit dem Gseis wirklich so wie ich den Duschvorhang so direkt sehen und muss dann ob ad hoc direkt loslegen. Wir weisen dat dann noch nëmme censurieren. Ja. Ideal wonnen net op ze rappen. Ja, Schauspielerin. Wann ich dann 80 sinn, also werd ich nach mat. Merci Nora, merci Sarah, merci Patti, wir sehen uns dann an enger Woche an Kaffeeterminus kann in der wie gesagt nach Kucke gehen. Steck wat Zandia ist hier gestaltet, Metromont auch nach an ja. The Way lebt nach dem Kino und da sehr Kucke gehen. Jetzt dann du schon vor das. Wie ist denn ein ganz schön Woche? Am Vierfeld vum Tour de Flandre ginn an der Belge pur Halfklassiker gefuer, die fir Spannung segen. RTL ass fir ech live bei den spektakulärste Kurse mat dobäi, aweise ich fir frei an der Saison guter Form ass. Dese Sonde steht Gent Wevelgem um Programm. De Wëllersport ze summe mat Mivelzeel zu Hausen a Mivel Österreicher zu Manech. Ich bin der Mike, mat responsable fir de Projekt Ethelbrick. Hier am Norden entsteht eine multimodale Polychange für die Nordstadt besser am öffentlichen Transport zu verbannen. Geplant ist ein komplett neidgarer Gebäude für seine Klienten nach mehr Platz an Komfort anzubieten. Kein hat Gleiser gufen Ausern im gebaut. Als CWL planen wir den Bau von einem neuen Parkhaus mit über 400 Plätzen, das im Klammer vom Auto auf den Zug oder den Bus nach mir einfach möchte. Die verlängert gehen als auch die Möglichkeit, mir lang sich mit mehr Sitzplätzen an mehr Komfort können anzubieten. Neben dem zusätzlichen Key bieten 2 weitere Gleiser mehr Flexibilität für als CWL und erhöht zudem Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit für jedes Klient. Für das alles Klient dann noch keine bequemen Zug holen, bieten Lifter barrierefreien Achse. Außerdem bieten Markisen erwarten heißer mehr Komfort auf den Kehen. Welthaus renoviere schon beiier genug ass. Krit ihr bis zu 100 € Reduktionen op Bootzimmer bei Altranche vun 1000 €. Geschenkt! X2O viel méi fährt Bootzimmer. Total Energies präsentiert Rebound. De Basketmagasin op der Tele. Matcher, Resultater an Highlights zum Basketweekend zu Lützeburg. Basket total mat der Luxemburg Basketball League am Rebound. Es sondechten Novent nom Journal Haier RTL. 2021 krut Tänzerin a Choreografin Elisabeth Schilling de Lützebauer Tanzpreis. Das Jahr präsentiert Künstlerin hier Kreationen am großen Theater an einem Festival zu Avignon. Ich wollte eigentlich immer schon Choreografin werden, aber ich wusste, dass Tänzerin zu sein sozusagen mir das Handwerkszeug gibt,
Artbox, de Kulturmagasin, sondech 7 Haier Bertel.